Inhaftierten für Recht auf Selbstbestimmung hinsichtlich Körper, Geschlecht und sexuellen Begehren. Wir haben es satt, in einem System zu leben, das sexualisierte Übergriffe, Gewalt und Belästigung verharmlost, legitimiert und den Betroffenen die Schuld zieht. Indem wir uns heute zusammenfinden, zeigen wir uns solidarisch mit allen Betroffenen und fordern Respekt und Gerechtigkeit. Wir stellen uns gegen Unterdrückungsmechanismen wie Sexismus, Rassismus, Homophobie, Transphobie, Queerphobie und Klassismus, weil sie mit ebenfalls Ursachen sexualisierter Gewalt darstellen. Bevor es losgeht, gibt es noch zwei Redebeiträge. Und zwar den ersten Redebeitrag von Diana aus der Slagdorf Ordergruppe zum Thema Safer State, Safer State. Hallo, herzlich willkommen. Genau, ich rede zu Safer State. Zu dem Hauptpunkt der Verwaltung, Greenpeace, Irrglaube, sexualisierte Gewalt, Übergriffe und Belästigung finden lediglich im öffentlichen Raum statt. Betroffene und TäterInnen seien einander fremd. Muss mich ein bisschen mehr nach vorne drücken. Feministinnen ist es unter anderem zu verdanken, dass diese Mythos vor langer Zeit etwas entgegengesetzt wurde, nämlich die Realität. Am häufigsten finden Übergriffe und sexualisierte Gewalt und Belästigung und Personen im nahen Umfeld der Betroffenen statt. TäterInnen und Betroffene sind einander bekannt, manchmal verhalten sie zuvor jahrelang dasselbe Bett. Doch ein Mythos hält jedenfalls sehr hartnäckig. Das geschützte, emanzipatorische und herrschaftskritische Reine frei sind von sexualisierter Gewalt und Übergriffen, frei von dummen Sprüchen und ekelhaften Beleidigungen. Sogenannte Safe Spaces oder geschützte Räume sollen in erster Linie, wie der Name schon sagt, ein Schutzraum sein. Für Betroffene und alle, die sich frei von Diskriminierung, Dominanz und Gewalt bewegen wollen. Der Wunsch, die gesellschaftliche Scheiße wenigstens für eine Weile draußen zu lassen, führt nicht selten dazu, dass damit auch das Bewusstsein für die eigene soziale Positionierung und ihre Verwobenheit in Herrschaftsstrukturen verloren geht. Der Glaube reflektiert genug zu sein für das, was draußen schief läuft und was jeder und jeder von uns jederzeit umgibt, ist kein Garant für Gewalt und diskriminierungsfreies Verhalten. Mackertum, Dominanz, Belästigung und gewaltvolle sexualisierte Übergriffe gehören nach wie vor zum Alltag, auch in vermeintlich geschützten Räumen. Die jüngste Ereignisse in Berlin ist leider vor Augen geführt. Es gibt keine herrschaftsfreien Räume. Es gibt nur solche, die sich kritisch mit Herrschaft auseinandersetzen. Dazu werden Mitglieder der Gesellschaft konsequent auf gegen sich selbst zu richten, Verantwortung für eigene Handlung zu übernehmen und letztlich in den geschützten Raum den Mensch selbst mitgestalten. Wenn wir Menschen einen Raum bieten für emanzipatorische Politiken, für gewaltfreies Handeln und respektvolles Miteinander, haben wir dafür zu sorgen, dass dieser Raum nicht durch Gewalt,